Die Abtei spukt hier immer noch herum und das Vertrauen zu Eleanor ist gereizter und gereizter als jemals zuvor. Willkommen zurück zu Berseria und ich würde erstmal sagen, noch ein kurzes Gespräch. So what's it really like? Huh? The connection between Moloch and Vessel. Do you share, like, thoughts and feelings? Sort of. When I'm dwelling inside Eleanor, I can see what she sees and hear what she hears. But I can't read her thoughts or her emotions. Sitting in a box doesn't teach you how the box feels. I see. In that case, I want to give her as little time alone as possible. I don't want to bathe with her, alright? I know. You're a boy and all. For her baths, we can send Bienfu. No, that's a bad idea. It'll have to be Magulu. Or myself. Phew. What sort of boundaries have you and Eleanor drawn? How do you sleep? We talk before bed sometimes. But it's not like I'm sleeping by her side or anything. It's easier for me to tell when she wakes up if I'm dwelling inside her. Does she ever get out of bed at night? Not in my experience. And she sleeps so peacefully. Huh? When she's around you guys, she always looks so stern. But when she's sleeping, her expression is softer, you could say. She lets her hair down too. And I think it's kind of prettier that way. Huh. So that's what he likes. Well, keep an eye on her, but... But? Watch out for the older girls. Huh? Sagte die Richtige. Teresa and Oscar sure seem close. I've known them since I was an initiate, but I've never seen them quarrel, not even once. Did you ever fight with your brother, Velvet? Yeah, I guess I did. Sometimes I'd chew him out, and he'd sulk and stop talking to me, but I found that adorable too. You did? No matter how much he dug in his heels, or tried to talk like he was in charge, after a while he'd be right there trailing along behind me. Like a little puppy dog. Puppies are a lot more obedient. I always had to keep an eye on him. Little brothers are odd creatures. Rokuro's a little brother. Is he adorable too? Huh? I don't think a little brother who's out to kill you is in any way adorable. But Shigure seemed like he was having fun. Sometimes you just don't make sense. Huh? I don't know. Little brothers. Do you have any siblings? I'm an only child. Well then, that's perfect. You pretend the boy is your little brother. Huh? That's a bit extreme, but actually, when I'm talking with Lavisette, sometimes I think, this is what having a brother must feel like. I could be Eleanor's brother. Don't take any of this nonsense seriously, Lavisette. Malakim are just tools to exorcists. She can never think of you as her brother. Oh, yeah. You're wrong. I've changed how I view Malakim. I know that's true because I can think of him as a brother. Right. She's all talk. Don't believe her. It seems to me like you're the one who's treating him as a tool, by forcing your own opinions upon him. Ooh, two sisters struggling for the affections of their brother. Eeny teeny candlestick, which one will the Muppet pick? How about an older brother instead? Wollte ich gerade auch sagen. Oh Mann, ey. Aber eine coole Zwischensequenz. Vor allem, ich glaube, ich habe Velvet noch nie so lange an einem Stück gesehen, dass sie kein ernstes Gesicht macht. Die war ihm total entspannt. Hat mir sehr gut gefallen. Nur mehr davon, aber ich fürchte mal eher weniger. Oder vielleicht eher am Schluss des Let's Plays noch, aber wer weiß. So, wir sind hier eben noch auf dieser seltsamen Insel, wo ich keine Ahnung habe, wo oben und unten ist irgendwie. Also ein Katzenminispiel und dann mal runterkommen und so. Ja, so. Dankeschön. Okay, schon können wir irgendwie Monster. Das sah irgendwie so auffällig aus. So, hä? Was meinst du mit den Kisten?
Das bringt doch gar nichts. So. Wir müssen den Strand abgrasen. Der Expedition ist back. Take a look at this. Einmal, zweimal und dreimal. Perfekt. Oh, Mondfinsternis drin und robuster Kammpanzer. Das ist nochmal sehr geil. Habe ich jetzt hier schon alles gefunden, was irgendwie... hallo? Ah, jetzt. Jo, Freunde, wir haben hier alles. Hier fehlt das Gebiet natürlich noch, wie gewohnt. Hier fehlt noch Material. Naja, wir sind schon dabei. Nur nicht so stressen, Asen. Nur nicht so stressen. So, hat sie noch irgendwie etwas, was man übersehen könnte, was man auch unbedingt noch bräuchte? Bräuchte, fleuchte, keine Ahnung. Was haben wir hier Schönes? Noch mehr Pingus. Möp, möp. Frag mich gerade, ist es hier irgendwo? Weil es gibt eben so... Ich weiß gar nicht, ob man die irgendwie aktivieren kann. Ich habe es nochmal gesehen in einem Video. Quasi eine Sequenz mit einem dieser Pinguine. Die sehen ja alle gleich aus, aber es war eben ein bisschen ein spezieller Pinguin. Also ich hoffe, dass ich im Prinzip erst zum Schluss Let's Plays zeigen kann. Weil es ist schon so episch und es... Ja, wie soll ich sagen, es gehört nicht unbedingt zur Story hier. Dazu aber halt doch irgendwie... Naja, wie soll ich sagen? Zu Tales of eben trotzdem. Okay. Grimoire. Grimoire, die Frau namens Grimoire. Spielen Prinzessin Karten. Nee. Kein Bock drauf. So. Jetzt irgendwie wieder hochkommen. Und noch die anderen Orte abgrasen. Und jetzt bin ich irgendwie wieder dran vorbeigelatscht. Hä? Hier ist eine Katze irgendwo. Was macht der da oben? What does it mean to become an adult? The eternal question of youth. Have you ever heard of the ceremony of adulthood? It's a yearly tradition on this island. If I remember right, it's totally wild. Everyone throws bananas and oranges at each other. Traditionally, yes, but things have changed over the years. Bananas and oranges are a thing of the past. People are always reaching for bigger and better things, right? In this case, it's watermelons. Whole watermelons. You're throwing watermelons? That's gotta hurt. Trust me, I know. But watermelons are the least of our worries. Recently, people have started flinging coconuts. Coconuts? Those things are as hard as rocks! Trust me, I know. Like getting hit with a brick. Now, every year, there are some kids who never make it to adulthood. You don't mean they... Yeah, I've kept putting it off myself, but it looks like this year I've got no choice but to participate. That's crazy. It's far too dangerous. And more importantly, how does it make someone an adult? There are ancient traditions that say overcoming danger marks a child's coming of age. Some people still cling to the old ways. You've hit the nail on the head. There are lots of old folks that sit around complaining how weak as darn kids are. The hypocrites. Back then, they used bananas and watermelons. They even cracked the watermelons ahead of time. I don't think cracking a coconut would help much either. So that's why you're standing about looking blue. I'm so ashamed of myself for being scared. If you don't want to do the ceremony, why not just skip it? I'd love to, but I don't really have a choice. I wouldn't be able to show my face around here if I chickened out. Having the courage to say no to something you don't feel is right. Isn't that the true mark of an adult? Wait. You're right! Now I can finally become an adult! Oh, yeah! Look how grown up I am! And getting carried away with yourself and acting the fool is the true mark of immaturity. Sorry. You're right.
Oh Mann, ey. Zum Glück haben wir die Dinge hier gefunden, gut versteckt, aber trotzdem die Quest. Mann! Das ist teilweise so doof und dann irgendwie doch wieder so witzig und. Yes. Tales of Berseria eben. Was willst du da machen, wa? Sollen wir hier rein? Nö. Servus. Also Oscar soll hier übernehmen und Therese hat vorher hier eigentlich alles gemacht und gemanagt. Sehr interessant. The people of Southgand originally worshipped Amenoch, the Empyrean of Water. The lives of the people of the Southern Isles are inherently tied to the sea. Whether it was gratitude for a good catch or an appeal for protection, everyone offered their prayers to Amenoch. But the Abbey worships Innominat, don't they? Do the people still keep their faith? Most of the people obey the will of the Abbey. But one small village deep in Southgand is a special case. The village is called Haria, and even now they keep their faith in Amenoch. They've even quarreled with the Abbey. I'm grateful that they fight off the demons. I really am. But do they have to dictate which gods we worship too? They think they do. It's their truth. Then again, they can't control what's in your heart, can they? So ist es. Zumindest aktuell noch. Wer weiß, was sich die Abtei noch alles einfallen lässt. Und davor graust es mich schon ein wenig. Dann würde ich mal behaupten, noch eine Nacht hier, ja, übernachten, ausruhen. Warum nicht? Wir haben eh genug Kohle. Mehr als genug. Und etwas ausruhen kann nicht schaden. Meint auch Bin Laden. Was? Oh. Ja. Danke. Also dann. Hier geht's auch nochmal runter. Toll. Die Abkürzung hätte ich direkt nehmen können. Egal. Da haben wir einen Händler, da geht's in der Quest weiter. Das ist mal eine interessante Aufteilung. So, was haben wir hier Schönes? Was brauchen wir eventuell mal wieder? Finstertrunk. Die auch im Kampf mehr Gegner anlocken, bis sich in einem Gasses Ausrüstung aus dem Kampf fließt. Ah, ich war nie ein großer Fan von den nie ein großer Fan von denen, aber man kann es mal testen. So, haben wir irgendwelche Waffen, die etwas bringen würden? Ich bezweifle es relativ stark. Nur grün würde ich eher bevorzugen, aber sieht nicht nach aus, Freunde. Sieht eher danach aus, wenn wir gleich mit Hautstar weitermachen. Ist doch auch schön. Was haben wir jetzt sonst noch so? Nix. Wie sieht's hier aus? Nix. No. Ausrüstung gucken können wir, was wir schon bereits gesammelt haben, irgendwas ausrüsten. Vielleicht auch eher weniger. Jetzt langsam wieder ein bisschen mir hier freischalten, wa? Eigentlich müsste ich ja einen untersten nehmen, um weitere freizuschalten. Oh, der harte Angriff. Es tut mir in der Seele weh, wie alles runtergeht. Die Werte. Meine schönen Werte. So, hier bin ich fertig. Bei Acen, wie sieht's da aus? GIF. Nee. Nee. Luffy. Nee. Stiefel haben wir aber alle nichts, wa? Nö. Nur aktuelle Stiefel sind gute Stiefel. Haben wir nix. Da war er schon. Nee. Da war ich ja auch schon.
Dafür haben wir sonst ja auch schon alles gemacht. Wir haben ja sonst ja auch nichts. Echt nur dieses Giftgewehr, Dingsbums. Der Rest ist sonst alles Picobello. Ist dem so? Es scheint so, es ist so. Ja gut, dann zerlegen. Dann den auch noch. Sehr schön, der Rest stimmt soweit. Aufwerten das Seidenpapier. Nur Stufe 1, okay. Was, sonst geht nix? Frechheit. Egal. Hey, this doll? It looks like Bienfu. Ah, a keen eye you have, young man. That is a doll of the Empyrean Aminoch. That's Empyrean Aminoch? Yep, no doubt about it. I've seen her with my own eyes. Real dignified, but not without a bit of a temper. You saw her? Why was she angry? Well, the Abbey's banned any profession of the Aminochian faith in Southgand, despite her popularity. Gotta assume that's what got her all bent out of shape. I tried talking to her, but no matter what I said, she was just like, oh. Wait, that sounds like... And that low-energy goddess you saw? The doll you've got here looks like her? Yeah, more or less. Ha! Fortune smiles upon thee, weary adventurers. That listless goddess is none other than Grim. Grimoire isn't human? When did I ever say she was? So, shopkeep, where'd you see her? I think it was down by McClear Beach. Pensively watching the tide come in? That's her, all right. Quickly, to the beach! Why didn't you mention Grimoire as a Moloch before now? You can't be too careful with that information. Spies, spies listening everywhere! Dann hat Magilu entweder eine hohe Resonanz oder aber der letzte Brief, den sie ausgetauscht haben mit Grimoire, kann ja nicht so lange her sein. Weil wir erinnern uns, dass da die Offenbarung, auf der die abkam und quasi alle Menschen und so die Malak sehen können, die Malakim, das ist noch nicht so viele Jahre her. 2 Jahre eigentlich, oder 3. Ich glaube 3 war. 3 Jahre waren es, genau. 3 Jahre. Deswegen, wenn sie vorher schon da Kontakt mit ihr gehabt hätte, müsste sie ähnlich wie Arturius bereits eine hohe Resonanz besessen haben. Anders geht's ja nicht, hm? So, jetzt sollen wir so stramm vom Makler, muss er darüber, okay. Hätte mal abspeichern sollen, wer weiß. Natürlich, jetzt plötzlich kann ich das durch. Ja, super. Wobei, Strand. Hallo, ich bin hier bereits am Strand. Was soll das hier sein? Eine Oase? Oh, wohl, warum eigentlich nicht? Strand von Makler, rauschende Südmeere. So this is Muckler Beach. I hope she's actually here. Wir werden es gleich sehen, Freunde. Das ist jetzt, glaube ich, Part Nummer 52. Alles klar. Wie viel Zeit haben wir noch? Je nachdem. Mehr oder weniger. So, erstmal ein bisschen gucken. Wir haben natürlich überall neue Viecher. Das gibt uns noch ein bisschen Arsch vorbei. Oder bringen die uns wieder auf Angstpunkte? Du bist verloren oder was? Keine Ahnung. Drecktopus. Drecktopus. Du bist Dreck, Mann. Du bist Drecktopus. Kann mal gucken. Wo habe ich jetzt Erde schon mal gehabt? Da war's ja. Das muss wehgetan haben und tschüss. Wow, all sorts of things popped out. Yep, it's a whimsical wonderland. Ja. Ist nicht gerade weniger, aber auch nicht gerade sehr viel, wo man sagen müsste, ja, da muss ich unbedingt machen und so. Oh, nein, wollte gar nicht, wollte eigentlich hier gucken. Egal. Ich schnapp sie mir, wieso seid ihr so schnell? Aua!
Oh, vergiftet, das ist fies. Ja, ausgewichen. Ich das geschafft habe, keine Ahnung. So, was ein Punkt, dankeschön. Mann, schon wieder. Ah, die sind ziemlich nervig. So. Einfach Feierabend hier, oder was? Aua. Ey, Sam, was tust du da? Cool durchbrochen, wa? Und tschüss. Der andere auch schon. Krass. Okuro hat sein Level Up. Ja, bringt schon was, aber jetzt nicht so, wo ich sagen müsste, ja, komm, ist unbedingt nötig, dass wir da irgendwie trainieren und so. Da haben wir jetzt wieder mal eine Katztruhe. Ich bin gespannt. Ist sie für die Katz oder ist sie nicht für die Katz? Sie ist für die Katz. Lalalala. Da ist sonst auch. This grimoire who we're searching for is a Moloch like Bienfu, right? To be honest, I don't see how someone so different can be a Moloch just the same as Laphicet or Aizen. I understand your doubts. It's quite the tangly mess. I'll tell you anything! In that case, I've been wondering, what's underneath your hat? Oh no! Anything but that! So, we've hit a wall already. But that ribbon flaps around and gets in the way, right? Could I take it off for you? No! No! That's not possible! You mustn't remove the ribbon! Why not? That's another thing I can't say! It's all cans with you. Alright, is there anything you can tell me? I could talk about what type of Malachim we are, or our position in the world of Malachim, or our abilities. Oh, I'd like to know all that. Then I will tell you. Listen closely. We Normin are a well-established race of Malachim. Compared to other Malachim, we aren't as adept at manipulating natural forces, but we excel at drawing out and heightening the abilities of others. Think of them as a convenient power-up. They're also known as common spirits. Don't even say that! We Normin hate being called that. Why is it so painful for you? Because it makes people think we're average and unremarkable. That's why we work so hard to show how we're all different. That does explain your quirky speaking mannerisms. Don't sweat it. That's a perfectly common thing to worry about. Don't say that! Tja, ist aber so. Normin, ja, interessant, dass die Normin hier trotzdem noch ihre, sage jetzt mal, altgewohnten Namen haben, oder eher Namen, die sie auch später noch haben werden, Ist das bereits das Event, das er angesprochen hat, oder ist es noch nicht? Ich weiß nicht, ob das bereits... es könnte es sein, verdammt. Ja, also wenn mit diesem Pingus jetzt noch ein bisschen was auf sich, etwas in der Art von... wie soll das genau sagen? Etwas ziemlich Episches, was aber eigentlich mit Berseria nichts zu tun hat, ich sag's mal so. Und deswegen würde ich es eben gerne etwas später machen. Ich lasse jetzt extra noch weg. Echt nicht sicher, ob der schon damit zu tun hat. Ich würde eigentlich auch viel lieber mal die Dinge da finden. Oh, okay, wieder ein neues Bossmonster hier. Alarmstufe Rot und so. Bläh, bläh, Alarmstufe Rot, bläh, bläh. Bläh, bläh. Ja, ist gut. Bläh, bläh. Schnauze! Das ist noch eins. Is that... Grimoire?
She's moving away. Eine Giftechse, oh Mann, Widerstand gegen den Wind, Widerstand gegen die Staatsgewalt, aber Schwäche ist die Erde. Der will mal sagen, Asen kannst direkt loslegen. Du bist ja Spezialisterin, nicht wahr? Nicht wahr? Stimmt, so war's, ja. No, just a big lizard demon. Is he friends with Guile? Asen, würdest du bitte mal bei Gelegenheit angreifen, wenn ich dir schon mal den Rücken frei halte? Dankeschön, Kumpel. Oh, das Vieh hält ein bisschen was aus. Da, glaube ich, muss auch LaviSet noch ran. So wie es aussieht, müssen wir da alle nochmal ran. Wow, wow, war nicht schlecht. Nein, wollte gerade zuerst loslegen. Das war eine scheiß Idee. Okay, da ist irgendwie was nicht so gut, wie ich es mir gehofft hatte. Natürlich kein SA mehr. Was macht der mit Asen? Toll, war der falsche. Magi, du, was treibst du da? Mach eine deine scheiß Arte. Oder so. So, und wenn er seine bitten darf. Ich glaube es nicht, der Typ lebt immer noch. Was bist denn du für einer? Oh Mann, Leute, jetzt ist die Hälfte runter. Okay, das wird auch ein bisschen spannender, als ich erwartet hatte. Freunde, wie es weitergeht, in der nächsten Folge wieder hier bei Tales of Berseria und eventuell schon die kleine Sequenz da wegen Pingu und so. Muss mal gucken, wie bereits erwähnt, ich wollte es gerne eigentlich erst später machen und naja, wir sehen sie dann. Bis dahin, tschüss.